Liebe Schwestern und Brüder, wer das Lukas-Evangelium liest, merkt rasch, Lukas nimmt sich Zeit und erzählt mit Ruhe und Sorgfalt. Er schaut genau hier auf die Menschen, auf ihr Leben und auf das, was sie bewegt. Das heißt, Lukas erzählt von Jesus. Jesus steht im Mittelpunkt. Lukas sammelt, ordnet und gibt weiter, was Jesus gesagt und getan hat, damit andere ihn kennenlernen und verstehen können. Lukas erzählt bewusst und sorgfältig, mit großer Aufmerksamkeit für die Menschen. Nach der christlichen Überlieferung war Lukas Arzt, jemand, der genau hinsieht, der Leid wahrnimmt und nach Heilung fragt. Er möchte, dass die Leser verstehen, worauf ihr Glaube gründet. Sein Evangelium richtet sich sowohl an das Volk Israel als auch ganz bewusst an Menschen aus allen anderen Völkern. Lukas schreibt für Menschen mit viel Wissen, ebenso wie für Menschen mit wenig Bildung, für Reiche und für Arme. Besonders wichtig sind ihm die Kranken und die Menschen, die leicht übersehen werden. Er zeigt, wie Gottes Gnade das ganze Leben eines Menschen verändern kann. Das Lukas-Evangelium entstand ungefähr um das Jahr 60 nach Christus. Viele Menschen, die Jesus selbst erlebt hatten, waren damals bereits gestorben. Umso wichtiger wurde es für die Gemeinden, den Glauben sorgfältig weiterzugeben und festzuhalten, was Jesus gesagt und getan hat. Auch das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus wurde von Lukas überliefert. Es geht auf Jesus zurück. Jesus hat diese Geschichte vor fast 2000 Jahren erzählt, etwa im Jahr 30 nach Christus. Seitdem wird dieses Gleichnis in den Gemeinden weitergegeben, gehört und ausgelegt. Es ist alt und doch bis heute sehr aktuell. Lukas Evangelium spricht sehr deutlich über den Umgang mit Besitz, über soziale Verantwortung und über Barmherzigkeit. Genau deshalb steht im Zentrum von Lukas 16 dieses eindrückliche Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Jesus beginnt mit einem Kontrast, der kaum schärfer sein könnte. Er sagt, es war aber ein reicher Mann, ein armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der reiche Mann bleibt namenslos. Der Arme hat einen Namen, Lazarus. Dieser Name bedeutet, Gott hilft. Das ist etwas Besonderes. Unter den Gleichnissen von Jesus trägt nur eine der Figuren einen Namen. Darin liegt eine klare Absicht. So wird deutlich, Gott kennt den Namen dessen,
den diese Welt übersieht. Der reiche Mann lebt im Überfluss. Er trägt Purpur, das heißt wertvolle Kleider mit violetter und roter Farbe und dazu kostbares Leinen, Kleidung der obersten Schicht, und er lebt Tag für Tag in Freude und mit Festen. Lazarus dagegen liegt vor seinem Tor, ganz nahe bei ihm. Er ist krank, voller Geschwüre, hungrig und hilflos. Sogar die Hunde kommen näher an ihm heran als Menschen. Die Hunde waren damals noch ein Symbol für etwas Unreines. Und nun das Entscheidende. Zwischen diesen beiden Männern liegt nur ein Tor. Weder ein Ozean noch Gebirge oder große Entfernung trennen sie voneinander, sondern nur eine Tür. Die Schuld des reichen Mannes zeigt sich in seiner Gleichgültigkeit. Er sieht Lazarus von seiner Tür und geht an ihm vorbei. Jesus macht deutlich, dass Reichtum blind machen kann und eine falsche Sicherheit gibt. Dann sterben beide, Lazarus und reicher Mann. Und hier zerbricht ein Satz, den wir oft hören. Im Tod sind alle gleich. Nein, sagt Jesus, der Tod ist nicht der große Gleichmacher. Er macht sichtbar, was im Leben entscheidend war. Lazarus wird in Abrahams Schoß getragen. Das ist ein Bild für Gemeinschaft, Trost und Nähe zu Gott. Vom reichen Mann wird erzählt, er wurde begraben. Alles Irdische endet am Grab. Im Jenseits kehren sich die Verhältnisse um. Diese Geschichte zeichnet ein differenziertes Bild. Sie macht klar, Gottes Nähe hängt weder von Armut noch von Reichtum ab. Entscheidend ist das Herz, die Seele. Der reiche Mann wird wegen seines verschlossenen Herzens verurteilt, gegenüber der Armut und der Not seines Nachbarn, der vor seiner Tür schlief. Die große Trennung, von der Jesus spricht, ist ein ernstes Urteil und zugleich das Ergebnis eines Lebens ohne Beziehung zu Gott. Wer im Leben Raum für andere verschließt, erfährt im Tod den Verlust dieses Raumes. Im Bibeltext heißt, Lazarus wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Dieses Bild ist uns vertraut und zugleich fremd. Was bedeutet das eigentlich, Abrahams Schoß? Im griechischen Text steht hier das Wort Kolpos. Wörtlich bedeutet es zunächst Schoß oder Brust. Es ist ein Bild von Nähe, Geborgenheit und Schutz. Ein Kind, das im Schoß gehalten wird, ist sicher. Es gehört dazu. Es ist angenommen. Doch dieses Wort hat in der griechischen Welt noch eine weitere Bedeutung.
Die alten Griechen brauchten Kolpos auch für eine Landschaftsform, für ein Tal, für eine Bucht, für einen schönen Ort. Dieses Wort wurde in der Antike auch zur Bezeichnung des Ionischen Meeres verwendet. Der Dichter Sophokles, der im 5. Jahrhundert vor Christus lebte, gebrauchte das Wort Kolpos ausdrücklich im Sinn eines Tales. Das heißt, wenn Menschen zur Zeit von Jesus dieses Wort hörten, konnten sie mehr hören als nur das Bild vom Schoß. Sie konnten sich auch einen weiten, geschützten Raum vorstellen, ein Tal, offen und geborgen. Uns hilft hier ein Bild aus unserer eigenen Erfahrung. Wenn wir in der Schweiz an ein Tal denken, dann denken wir an Weite und Schönheit. Vielleicht erinnern wir uns an das Wienetal mit seinem Licht, seiner Weite und den Dörfern entlang des Flusses. Oder an das Seetal mit den grünen Ufern, umgeben von Hügeln und ruhig. Ein Ort, an dem man aufatmen kann. Ein Ort, an dem man sich getragen fühlt. Oder wir denken an eine schöne, geschützte Bucht im Ionischen Meer, offen zum Wasser hin und doch geborgen. Ja, wenn wir das hören, denken wir ein bisschen schon an Sommerferien. Schön wäre es, oder? An ein schönes Tal, an eine Bucht am Meer. Vielleicht wird innerlich schon der Koffer gepackt oder Flug gebucht, wer weiß. So stellen wir uns auch den Schoß Abraham vor, als einen Raum des Friedens, als ein Teil des Trostes. Es ist ein Ort, an dem ein Mensch endlich ankommt. Vielleicht hatten die Menschen schon vor Christus eine Ahnung davon, dass das Leben nach dem Tod ein weiter und heller Ort ist. Es ist ein Raum des Friedens. Es ist eine Ahnung von Paradies, noch bevor der Herr selbst davon gesprochen hat. Wenn wir das hören, stellen wir uns vor, Lazarus ist in ein Tal des Trostes gekommen, in Gottes Nähe, in das, was wir Himmel nennen würden. Es ist ein Ort des Friedens und des Aufatmens. Zugleich erzählt Jesus: Von dort aus ist der andere Ort sichtbar. Der reiche Mann kann Lazarus sehen. Es ist eine durchsichtige Grenze. Zwischen ihnen steht weder eine Mauer noch das Vergessen. Der reiche Mann erkennt nun, wen er im Leben übersehen hat. Das macht dieses Bild ernst und tröstlich zugleich. Ernst, weil alles seinen Platz bekommt. Tröstlich, weil Gott den Leidenden im Blick behält. Lazarus, der im Leben von der Tür lag, liegt nun in Gottes Nähe. Der keinen Raum hatte, ist jetzt in einem weiten, offenen Tal des Friedens. Gott selbst hat ihm Raum geschafft. Der reiche Mann hebt seine Augen. Zum ersten Mal sieht er klar. Er erkennt Abraham und er erkennt Lazarus. Der Mensch
der im Leben von seiner Tür lag, steht nun vor ihm. Er ruft: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Die Bitte ist klein. Abraham aber antwortet mit den Worten: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Der reiche Mann erinnert sich, das eigene Leben tritt vor Augen. Was wichtig war, wird deutlich. Lazarus erfährt nun Trost. Der reiche Mann erlebt die Folgen seines Weges. Zwischen beiden liegt eine tiefe Trennung. Jesus macht deutlich, am Ende wird sichtbar, wie ein Mensch gelebt hat und wofür sein Herzen offen war. Der reiche Mann denkt an seine Brüder. Doch diese Sorge führt noch nicht zur wirklichen Umkehr. Er sucht einen Boten für seine Familie, statt sein eigenes Leben vor Gott zu bringen, mit Bitte um Vergebung und Veränderung. Auffällig ist, dass der reiche Mann weiter hier über Lazarus spricht und nicht mit ihm. Lazarus bleibt für ihn ein Postbote oder ein Diener. Sein Blick bleibt derselbe. Selbst im Leiden hält er an der vertrauten Ordnung fest. Damit macht Jesus deutlich, Erkenntnis braucht den nächsten Schritt: Umkehr. Angst vor den Folgen wird furchtbar, wenn sie zur Verantwortung führt. Wahre Umkehr beginnt dort, wo ein Mensch sein Leben vor Gott hinlegt und sich neu ausrichten lässt. Abraham antwortet klar und nüchtern: Deine Brüder haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Das ist eine ernste Aussage. Gott hat längst gesprochen. Sein Wille ist nicht verborgen. Im Alten Testament ist alles gesagt, was Menschen brauchen, um gerecht, barmherzig und verantwortlich zu leben. Nächstenliebe ist kein Geheimwissen. Der reiche Mann aber widerspricht: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Buße tun heißt zu Gott umkehren, seine Schuld zu bereuen und Jesus als persönlichen Herr und Heiland im Leben anzunehmen. Doch Abraham antwortet mit einem Satz, der weit über dieses Gleichnis hinausweist und bis zu uns heute spricht. Hören die 5 Brüder Mose und die Propheten nicht, also auf das Alte Testament, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Hier spricht Jesus bereits von sich selbst. Einer ist von den Toten auferstanden. Und doch taten sich viele schwer zu glauben, bis heute.
Wunder können anstoßen. Umkehr wächst durch ein hörendes Herz. Die Entscheidung fällt im Leben, hier und jetzt. Wer Gottes Wort hört und ernst nimmt, findet den Weg. Wer es überhört, wird auch durch das größte Wunder kaum gewonnen. Hier öffnet sich der Blick über das Gleichnis hinaus. Jesus Christus spricht in der Offenbarung: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist entscheidend. Das letzte Wort hat Jesus Christus. Der dieses Gleichnis erzählt, ist derselbe, der selbst durch den Tod gegangen ist, ihn überwunden hat und uns persönlich liebt. Die Macht über Tod und Leben liegt in seinen Händen. Liebe Gemeinde, nach all dem, was uns dieses Gleichnis vor Augen geführt hat, stellt sich eine entscheidende Frage. Wo stehen wir heute? Heute im Hier und Jetzt. Das Abendmahl gibt darauf eine konkrete Antwort. Gott handelt im Hier und Jetzt. Es ist mehr als Worte, mehr als Warnung, mehr als Bilder von jenseits. Im Gleichnis gab es ein Tor, das Menschen getrennt hat. Im Abendmahl führt Gott uns zusammen. Hier kommt Gott uns nahe. Brot und Wein zeigen: Gott schenkt Gemeinschaft, Vergebung und einen neuen Anfang. Am Tisch der Herren begegnen wir dem Heiligen Geist als Menschen, die von dem leben, was ihnen geschenkt wird. Wir kommen als Reiche und Arme und empfangen alle aus derselben Hand. Niemand bringt etwas mit, das ihn besser macht als den anderen. Niemand muss etwas vorweisen. Gerade so antwortet das Abendmahl auf das Gleichnis. Es durchbricht die Haltung des Mannes, der nur bei sich blieb. Hier lernen wir neu, was Gemeinschaft bedeutet. Stehen bleiben, teilen und miteinander verbunden sein. Das Abendmahl ist deshalb viel mehr als Erinnerung. Es ist eine Einladung, unser Leben neu auszurichten. Wer hier empfängt, wird auch im Alltag offen zu bleiben für Gott und für den Menschen neben sich. Vor Gott und beim Abendmahl sind wir alle gleich. Wir sammeln uns im Namen von Jesus und denken daran, was er für uns gemacht hat. Das Gleichnis endet aber ohne Happy End. Die Geschichte endet abrupt. Warum? Jesus will uns nachdenklich machen. Er fordert uns heraus. Aber unser Gottesdienst endet nicht hier. Denn solange Jesus Worte uns erreichen
und er uns anspricht, ist das Tor der Umkehr und der Gnade noch offen. Es ist das Tor zu Gott. Es ist das Tor zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Auch im Tod sind wir nicht alle gleich. Aber im Leben lädt Gott uns ein, es anders zu machen. Darum geht es jetzt um eine Entscheidung. Nicht um eine Entscheidung aus Angst, sondern aus Vertrauen. Es geht darum, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Es heißt, ihm zu glauben. Es heißt, seine Worte ernst zu nehmen und ihm zuzutrauen, dass er unser Leben trägt. Diese Entscheidung geschieht im Herzen. Sie geschieht dort, wo ein Mensch sagt, ich werde hören und ich werde meinen Weg mit Jesus gehen. Diese Entscheidung ist kein einmaliger Moment, sondern ein Anfang. Ein Anfang, der unseren Alltag prägt. Wie wir sehen und handeln, wie wir mit anderen umgehen. Jesus Christus ist gegenwärtig. Darum ist der Weg zu Gott offen. Amen.